Während die unterdrückerische Politik Chinas in Ostturkestan anhält, versuchen chinesische Medien, ihre Verbrechen zu verschleiern, indem schamlos behauptet wird, dass China der Xinjiang-Region Glück und Freude gebracht habe. Chinesische TV-Sendungen und Zeitungen propagieren von einer lang ersehnten Zufriedenheit der Uiguren, die scheinbar nur mit Hilfe von dem chinesischen Staat erlangt wurde. 吴培，小吴，来，快！ Herr Karakash, Präsident des East Turkestan Information Center, kritisiert die chinesische Regierung scharf. Die chinesische Regierung hat in Wirklichkeit die Tyrannei in Ostturkestan über Jahrzehnte hinweg erhöht, so weit, dass mindestens 5 Millionen Uiguren gefangen sind, was wiederum Hunderttausende Waisenkinder erzeugte. Deshalb kann man nur von den schlimmsten und leidvollsten Tagen der Uiguren reden. Trotz dieser Tyrannei behauptet China weiterhin dreist vor der Weltöffentlichkeit, Glück und Zufriedenheit nach Ostturkestan gebracht zu haben. Die Uiguren kennen seit der chinesischen Besatzung weder Glück noch Zufriedenheit. Der aus Ostturkestan stammende Kasache Galimbek Shakman floh von einem chinesischen Lager aus nach Taiwan, um von dort aus nach Kasachstan zu gelangen. Kasachstan jedoch verwehrte Galimbek die Einreise, sodass er gezwungen war, weiter nach Usbekistan zu reisen. Derzeit sitzt er am Taschkent-Flughafen fest. Chinesische Diplomaten haben offizielle Schritte eingeleitet, um die Auslieferung Galimbeks zu erwirken. Die Vereinten Nationen proklamieren, dass der Khashoggi-Mord von Saudis geplant und die Ermittlungen in der Türkei von diesen massiv behindert wurde. Agnes Callamand, Sonderberichterstatterin der UN für Hinrichtungen, schreibt über den Mord in ihrem Bericht: Meine Untersuchungen in der Türkei zeigen, dass der Mord an Khashoggi von saudischen Offiziellen eiskalt geplant und durchgeführt wurde. Der US-Diplomat für die Europäische Union, Gordon Sondland, sagte: Unser gemeinsames Bruttoinlandsprodukt beträgt 40 Trillionen Dollar. Dies reicht aus, um gegen China auf wirtschaftlicher, militärischer und geheimdienstlicher Ebene vorzugehen. Aus diesem Grund müssen die EU und die USA ihre Kräfte bündeln. Nach Sondland sei das wirtschaftliche Verhältnis zwischen der EU und den USA gestört. Darum solle man auf die schnellste Art eine Lösung für vorhandene Differenzen finden. Auf der Konferenz Das Guljar-Massaker und die Straflager betonte der Präsident der Großen Einheitspartei BBP, Mustafa Destici, es heißt Ostturkestan und nicht Xinjiang. Zugleich wies er darauf hin, dass China in letzter Zeit stetig den Druck auf die Uiguren erhöht habe.